Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich komme gerade von der Arbeit. Einige von euch sicherlich genauso. Einige von euch sind vielleicht noch auf dem Weg zur Spätschicht. Ich glaube aber, was uns alle unterscheidet von Tim Lemperle ist, dass wir gestern Abend wahrscheinlich uns zurückgehalten haben, weil wir ja wussten, wir müssen am nächsten Tag arbeiten. Und deswegen haben wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, Alkohol in Maßen und nicht in Massen genossen. Herzlichen Glückwunsch, Tim Lemperle. Du bist der Idiot des Jahres in unserer Mannschaft. Geil gemacht. Geil gemacht. Falls ihr es nicht wusstet, falls ihr noch nicht die Bild-Zeitung gelesen habt oder die Express oder dergleichen, Tim Lemperle war gestern am Sonntagabend schön einsaufen auf einem Partyschiff am Rheinufer. Er soll sehr stark alkoholisiert gewesen sein und das Ganze ergab sich dann halt so, dass er danach in einer Schlägerei verwickelt war. Jetzt ist es natürlich nicht schön, dass er eine auf die Schnauze bekommen hat. Er hat einen Nasenbeinbruch. Er fällt bis zum Saisonende höchstwahrscheinlich aus. Oder zumindest, falls wir Relegationen spielen, noch bis zur Relegation. Das ist zumindest schon mal angedeutet worden vom 1. FC Köln. Und selbst wenn er nicht Schuld hat an dieser Schlägerei, und selbst wenn das noch nicht mal unsere Fans waren, die ihm eine gegeben haben, weil er mal wieder sich unprofessionell verhalten hat, wie das viele Profis übrigens bei uns tun, ne? Der FC ist ein Säuferverein. Hier kannst du schön Party machen. Das ist auf jeden Fall so, dass du da Narrenfreiheit hast. Das wird hier geduldet und toleriert. Digga, du musst am nächsten Tag arbeiten und du besäufst dich. Da ist es mir auch egal, dass er auf die Schnauze bekommen hat. Ja, gute Besserung an der Stelle. Ja, gute Besserung. Aber nicht unbedingt im Sinne von, werd uns gesund, damit du uns noch irgendwie helfen kannst. Weil er hat uns einen Bärendienst erwiesen. Es war ihm vollkommen scheißegal, dass wir da am Sonntag ein Finale haben. Ich kann das noch nicht mal fassen. Und da kann mir jetzt jeder kommen mit, ja, weißt du, vielleicht hat er keine Schuld daran, dass er in dieser Schlägerei verwickelt war, weil es heißt ja, auf der einen Seite hat einfach nur aufs Maul bekommen, auf der anderen Seite heißt es, er hätte provoziert. Mir ist das jetzt egal, ob eins von beiden stimmt. Du warst einen Tag, bevor du arbeiten musstest, einen Saufen. Scheißegal, ob der individuelles Training hätte machen müssen, wegen seinen Knieproblemen. Was ist das für eine Arbeitseinstellung? Was ist das generell für eine Einstellung gegenüber dem eigenen Beruf? Was ist das für ein Mensch? Und ihr könnt mir nicht damit kommen, ja, wir waren doch auch alle mal jung oder ähnliches. Ich hatte mit 23 Jahren deutlich mehr Verantwortungsbewusstsein. Ich wusste ganz klar, wenn ich morgen arbeiten gehen muss, dann halte ich mich zurück. Ja, es ist allgemein bekannt, dass insbesondere die Profifußballer beim 1. FC Köln relativ spät zur Arbeit kommen. Aber trotzdem, das kannst du doch nicht bringen. Ich würde jetzt am liebsten auch dem Verein da einen Vorwurf machen, dass er generell den Profis da viel zu viel freie Hand lässt. Die haben sich ja auch noch getroffen gehabt am Geistpokal in der Hoffnung, dass Paderborn und Elversberg irgendwie reinscheißen und wir irgendwie von der Couch aus aufsteigen. Da waren schon die Bierfässer parat und ich glaube, Tim Lemperle war einfach nur enttäuscht, dass er keinen saufen konnte. Und dann hat er am nächsten Tag sowas durchgezogen. Du hast gefälligst in so einer wichtigen Situation dich voll und ganz auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Ist egal, ob Friedhelm Funkel das ganze Wochenende freigibt wegen dem Sieg. Und da interessiert mich auch nicht, dass er die ganzen Vorlagen gegeben hat am Freitag. Da interessiert mich auch nicht, dass er 10 Tore geschossen hat. Du hast uns im Stich gelassen, Digga. Weil das ist ein Risiko, das er bewusst eingegangen ist. Und er hat nicht einfach nur 2, 3 Bier getrunken. Hier reden wir ganz klar von einem stark alkoholisierten Zustand. Auf einem Partyschiff, auf dem Daydrinking veranstaltet wurde. Was hast du da eine Woche vor unserem wichtigen Spiel gegen Kaiserslautern verloren? Und wie verhältst du dich? Ich werde ihn nicht vermissen. Und ich sage ganz ehrlich,
Ich hoffe, dass welcher Verein das auch immer ist, der jetzt mit ihm einen Vertrag abschließen wollte, es soll ja Hoffenheim sein, ich hoffe, dass sie von diesem Vertrag zurücktreten. Weil das kannst du ja, glaube ich, als Arbeitgeber. Du kannst immer noch vor Vertragsabschluss vom Vertrag zurücktreten oder vor Vertragsbeginn, wenn du von deinem Angestellten nicht überzeugt bist. Und ich hoffe, das tun sie. Ich hoffe, das tun sie. Einfach wegen diesem unprofessionellen Verhalten. Das ist einfach nur ein Kind. Der Junge ist eigentlich in einem Erwachsenenalter, aber es ist einfach ein dummes Kind. Und er sollte auch mal bedenken, mit was für Leuten er sich da umgibt. Wirklich, Junge, du musst noch viel, viel lernen. Ich weiß, das Gehalt beim 1. FC Köln ist scheiße. Ja, ich weiß, der 1. FC Köln ist mit den Gehältern, die unter Christian Keller insbesondere gezahlt wurden, wahrscheinlich so ein guter Kandidat für tägliche Krankmeldungen. Sieht man ja auch bei uns. So einer von diesen Saftläden, wo man sagt, komm, scheiß auf dich, ich mach jetzt krank und ähnliches. Aber das hier ist, wie soll ich sagen? Gibt es da nicht irgendwie so eine Norm, wie viel du trinken darfst in deiner Freizeit als Profi? Allein schon wegen Imagegründen? Tim Lemperle hat uns im Stich gelassen. Ich bin da richtig sauer, deswegen auch, ich finde da keine vernünftigen Worte mehr für. Geh und sag niemandem, dass du hier warst. Geh mit Gott, aber geh und lass dich hier nie wieder blicken. Wer so eine Einstellung an den Tag legt, vergisst mal den 1. FC Köln, vergisst mal uns Fans. Du hast es nicht verdient, im deutschen Fußball überhaupt tätig zu sein. Spiel Strandfußball oder was weiß ich. Es ist mir egal, was du kannst. Du hast bewusst unseren Verein im Stich gelassen. Und ja, eigentlich habe ich überlegt, soll ich bis zum Ende der Woche warten, bis ich darüber rede? Ich mache eigentlich nicht zu jedem Thema ein Video, aber warum eigentlich nicht? Jetzt gerade brodelt es in mir, ich habe da Bock drauf. Wenn ich schon Davy Selke fertig gemacht habe, weil er zum HSV gewechselt ist, und das mittlerweile bereue ich auch ein bisschen, aber gut. Man lernt aus Fehlern, hätte ich vielleicht nicht so übertreiben sollen, aber wenn ich das schon mache, dann auch, warum nicht Tim Lemperle? Mit der Aktion, sorry, ich will dich hier nie wiedersehen. Und ich hoffe, dass Damien Downs am folgenden Sonntag unter Beweis stellt, dass er ein viel, viel größerer Spieler ist als Tim Lemperle. Ohne Scheiß. Mir ist das egal, dass jetzt einige sagen, ja, die dürfen auch in ihrer Freizeit auch mal ein bisschen den Kopf frei kriegen. Was für Kopf frei kriegen? Wir haben ein Finale vor uns. Ich erwähne es nicht gern als jemand, der in Serbien Partizan Belgrad unterstützt, aber Roter Stern Belgrad, wisst ihr, was die gemacht haben, als sie die Champions League bzw. im Europapokal der Landesmeister gewonnen haben? Die haben sich abgeschottet. Die haben die ganze Woche in Bari verbracht. Die sind früh angereist. Die sind nicht aus ihrem Areal, aus ihrem Hotel rausgekommen. Nur Training, schlafen, Fernseh gucken, nichts weiter. Ich will jetzt hier niemanden kritisieren. Von den höheren Organen ist es so oder so eine merkwürdige Situation, aber vielleicht wäre das der richtige Weg gewesen, weil diese Leute, die kannst du nicht an der langen Leine lassen. Also unsere Spieler haben eine Disziplin, ey, das kannst du keinem erzählen. Danke, Tim Lemperle. Danke, Tim Lemperle. Vielen, vielen Dank für nichts im Nachhinein. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, und was, wenn wir aufsteigen? Hey, er hat 10 Tore geschossen. Trotzdem, er hat uns bewusst im Stich gelassen. Wenn du weißt, du hast in einer Woche ein wichtiges Spiel, da hast du nicht auf dieses Partyschiff zu gehen. Dann ist mir auch egal, was für Konsequenzen das hatte, dass er einen aufs Maul bekommen hat. Ob zu Recht oder zu Unrecht, du hast da nicht zu sein. Du darfst dich da nicht hinbegeben. Aber er hat es trotzdem gemacht. Das werde ich ihm niemals verzeihen. Ich hoffe, es gibt auch niemals irgendwie in Zukunft eine Rückholaktion für diese Sache. Wenn das jetzt am Sonntag schief geht, und das kann passieren, unsere Gegner haben gepunktet. Ja, da hast du deinen Teil dazu beigetragen. Danke für nichts. Das ist jetzt auch mein Senf, den ich dazu geben wollte. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen ist sie alt.